Gott zijn derde leerprogram. Free, dat Gott ons brukken kan. Een dag, ongeveer dan, als dat van een jaar duizend naar dat andere wechselt, zat ik in mijn office en dacht even mijn vriend Walter na. Walter leefde am geloven en dat meint, dat hij zijn levensonderhoud niet met de arbeid van zijn ene hang verdient, aber hij dient God en vertrouwt dat God voor hem verzorgen wordt. Walter leeft van wat hij geeft en wat God hem verzorgt. Ik dacht, nee, dat is niet voor mij. Ik moet weten wat ik verdien, wat ik gewin. Ik heb financiële zekerheid nodig. Ik kan niet zo leven als Walter. We wären uit de schuld buiten en wären niet meer deiner zu de bank. We wären vrij voor God. Nu kan hij werkelijk ons Haar zenden. Aan einem Morgen, als we de 3 jaar, wat ik van reed, mij sterk wären, reed God während einem Bibelstudium zu mir. Victor, nu bist du vrij. Du bist nicht mehr ein Sklav zu der Bank. Nu können wir taub arbeiten. Dann las ich dit in dat Buch von dem Prophet Haggai. In dit is wat der Herr, der alles regiert, seht. Dit Volk sagt, dat het noch nicht die Tijd is, um dem Herrn sein Hus bouwen. En der Herr geeft dit woord voor de mensen durch den Prophet Haggai. Is dat dan altijd, dat je en feine voor je huizen wonen, want dit Hus noch gar nicht gebrochen is? Der Herr, der alles regiert, sagt so zu dit. Passt gut ab, wo je dat wirklich geht. Je haben viel gesät, aber wenig angekriegt. Je haben zu eten, aber nicht so zu eten. Je trinken, aber nicht, dat je mal voll waren. Je tragen jünt wat an, aber je haben nicht jünt gescheit warm antragen. Die, wat sich wat verdient, die moet dat an eine Tasche leihen, die Lache haft. Dit is wat der Herr, der alles regiert, sagt. Passt gut ab, wo je dat wirklich geht. Geht mal in de boy en holt halt en buit dat Hus, dat ik door kan in gefallen aan hebben, en dat ik door geëerd word, zegt de Herr. Haggai 1, vers 2-8. Haggai leefde in de tijd als Israël van ihre Gefangenschaft in Babylon terugkwam, nur ein verstierdet Jerusalem, wat even zal worden abgebuut weer, buite de tempel weer nog in twee. Israël had ihren Glauben verloren, en ze leiten den Tempel so toch als de weer. Als ik diesen Aufschnitt las, mögt der Heilige Geist mich wahrer denken an wo mein Freund Walter deed. Hij had eine gerentene Office en Specker für seine Beker en all dat Tobi hier. De trucks wat hij brukt om seine Wohr uit te vieren, stonden op de gas, wo de an je voorwieren Schoden angedonen te worden. Einmal wie am Samaria seine Batterie war, en andermal von Kesant am Gastank. Dat wie ein ständiger Kampf zijn Bereitschaft am Gonen te holen en van de verdorven te bewahren. Als ik door even nadacht, zei de Heilige Geist zu mir, Victor, du hast eine feine Office met dat beste Bereitschaft. Du setzt in ein met halt uitgenageldet Hus. En Walter, Gott zijn deiner, moet miserabelig kämpfen. Nu is dat tijd, dat du die an minen deiner kämmerst. Ik wil, dat du ein Missionszentrum voor arm in seine Dienste büst. Wo soll dat schaffen? Mein Gott dit ab ernst? Oder wie ich bloß meiden verwehrt? Wo soll ich für Walter ein Missionszentrum bauen? Um mich zu versichern, dass ich nicht bloß einen Fiebertraum habe, benobert ich diese Sache mit Todes. Finanziell scheint das für uns unmöglich. Wir haben das Geld einfach nicht. Wir wären ja noch mal rot selbst frei von all unserer Schuld. Ich bete, Gott, du weißt, dass ich irgendwas tun will, aber ich will nicht wahr vom frischen Geld liehen gehen. Wenn du wirklich weißt, dass ich kein Missionszentrum für die baue, dann musst du uns das Geld unterstellen. Ich nahm dann im Glauben das Telefon. Walter, ich denke, dass Gott will, dass wir für die ein Missionszentrum bauen. Fang an, nur ein Landstück auf eine gute Stätte zu kicken. Bald darauf hat Walter ein Stück Land gefangen. Der Eigentümer muss Land verkaufen, wegen sein Geschäft nicht gut geht. Walter und ich bekickten dat Landstück taub und beten kriegt durch. De steht wie sei abhassend. De wie ein bisschen allein, aber nicht so weit auf von der Hauptgas. Der Eigentümer muss verkaufen, und ich habe den Hostje Gedanken. Ich würde Gott auf die Probe stellen. Und gedacht an Gideon in dat Schubsfall, mög ich einen broven Vorschlag, uitzufinden, of dat Landstück wirklich Gott seine Idee wir. Ich schlug vor, dass der Eigentümer den Preis ein Viertel aufluten soll. Wir würden 10% von dem Kaufpreis als Anzahlung geben, wenn wir in dem Moment nicht mehr aus dort Taub kriegen können.
dann soll die Eigentümer dort Steckland auf unseren Namen schreiben. Ich will mir dort nicht wagen, dort Landsteck mit Geld taub zu verlieren, im Fall dat nicht kloppen wird. Dann wird wir das ewige noch durch das Jahr betonen. Wenn Gott diese 3 Punkte möglich machen wird, in der erste Punkt wird allein wirklich das Wunder sein, ohne eine Garantie zu geben, dann nehme ich an, dass das ewige Geld auch versorgen wird. Na, der Eigentümer hat kein höheres Interesse für meinen Vorschlag und schafft die Entscheidung durch den örtlichen Weg ab. Aber zu meiner großen Überraschung gebe ich über dem Tau, dass so zu machen, dass ich vorgeschlagen hat und wir machen den Handelskontrakt vorig. Das Projekt hat Gott mir in Doris übergeben, nicht meinen Freund Walter. Dort bedeutet, dass wir keinem halten, um uns zu helfen, das zu tragen. Aber wir wären uns damit im Klaren, dass Gott haben will, dass wir damit fairweg gingen, und dann fangen die Dinge sich an taub zu treffen. Nu erfuhr wie Gott seine Wege von schaffen, so es in Haggai gesagt hat. Von diesen Tag an, wo ich ihn sehen, Haggai 2, Vers 19. Ungefähr zu derselben Zeit redet ein holländischer Mann mich an. Er will von Paraguay Halt importieren und am viel Rot. Jemand hat an meinen Namen gegeben und nu wie er hier. Ich frug ihm wat Fragen und er sagt zu mir, dass er im Chaco, eine knapp bewohnte Gegend im nördlichen Paraguay, wat Land kaufen will. Er sagt, dass er in Europa Menschen hat, wat in Land investieren wollen. Landschacherien wären wirklich nicht in meine Lijn, aber ich kann am wem verschlohnen wie am sicher, der angebrachte Landstecker wird anbieten können. Aber dat nahm sich so ran, dass das nichts anzubieten hat. Unsere Familie, wie eben nie Jahr in Deutschland gewesen, aber ich krieg immer weiter das Gefühl, dass ich für diesen Mann Land finden soll. Aber ich kann jedoch nicht von Landschacherien. Dat wir nach Rotferde wird von Haggai in mein Horten angeplant worden. Dat Gefühl kam immer weiter zurück, und ich entschloss mir eine kleine Bekanntmachung in der Zeitung zu sagen, die kleinste und billigste, was zu haben wir. Ich sieg nur Land am Chaco zu kaufen. Wenn dat wirklich Gott sein wollen wir, dat ich das Zeit, wo dat genug sein, und mir wird wat angeboten worden. Ich will nicht viel Geld auf Spiel setzen für irgendwas, wat ich mich vielleicht bloß verstellt. Und, kiek mal, ich krieg etliche Angebots, und da mank wie ein Landsteck, kackt ob der rechte steht, und dort wie ein großes Steck, dort wie ein guter Handel. Gott sagt zu mir, hier hast dort, wat die fehlt für die Arbeit, wat ich dir gebe. Gut so, antwort ich. Von dem Gewinns von dat Land, wo ich die erste Frucht geben. Wir wollen nehmen, wat wir zum Leben nötig haben, ein großes Port, wat gonen für den Bü von Walter sein Missionszentrum, in dat ewige, wo wir von uns Hus absporen. Aber dann hat wir immer an ein gepachtet Hus gewohnt. Wir wussten all, wat uns als Familie fehlt. Wir haben taub entschlossen, dat wir die annahmen, wat mehr ausgewöhnlich wir, nicht bloß für all unsere Jankers brücken wurden, alle Gelder wurden taub gespart oder für hechere Zwecke gebraucht worden. Dat scheint so, als von Gott durch mit an wir, und er leidt uns durch mit wiedergehen. Wieder Plans werden gemacht, und beinahe 4 Monate hat wie Walter sein Land betult, und wir fangen die Bauarbeit von dat Gebiet an. Wir schreiben immer ab, wat wir mit Gott erfuhren, wenn wir dort erkannten, wo wichtig dat ist, dort dort schreiben, wat Gott sieht. Nachher ist die goldene Band vielleicht die Note firmen, von wo Gott mit uns umgegangen ist. In dieser Zeit redet Gott zu uns durch diesen Aufschnitt. Und der dem Seemann so zum Säen und Brot zum Eten jaft, wird auch Kind mit so versorgen und dort sich vermehren lassen. Wird das Goude, wat je daunen, zu eine ricke Arend worden lassen. Je waren alle Seiten han rick gemacht, dat je rief uitdeilen können. So waren viele Gott für die Goven danken, die wir am vermitteln. 2. Korinther 9, Vers 10 und 11. Dit hielt sich ermutigend, aber wir können Gott sein vernehmen, mo bloß durch diese Utsagen vollends verstehen. Kiek, Victor, du hast nichts. Aber du wirst ein Wirtschafter worden, und für den Wohlstand von Gott seine deine Sorgen. Ich will dir nu ein Kapitol geben. Versprei dort, dass ich dort mal nehmen kann. Ich stehe vandaag noch in Bewunderung durch, wenn ich eine neue Verbindschaft entdecke, über die diepe Zwecke, wat Gott sein Handeln mit uns hat. Er ist Gott, wat Seemann so zum Säen und Brot zum Eten jaft. Nur etliche ähnliche Landhandels, wie ich an einem Tag an meine Arbeit, und der Heilige Geist innen an mich an der Unterholung, wat wir ungefähr ein Jahr trägt, kriegt auf diese Stelle gehabt haben.
Weit's noch, als du dachtst, dass du keinmal im Glauben leben und an Gott seine finanzielle Versorgung vertrauen können wirst, so als Walter dort det? Hol mal ein bisschen stellen reken, Victor. Wo kommt das Geld von her, was du in den Landhandelsgeschäft machst? Und wofür mag je in ein Jahr mit jener Firma Euromerk und ihre 22 Angestellte? Wo hast du die Idee von Landhandlerien her? Kommt das nicht von mir? Mit bloß ein Viertel von deiner Zeit habe ich die durch Landhandlerien mehr kommen lassen, als was du ein etliche Jahr mit deiner Firma mit 22 Arbeiter gemacht und gegeben hast. Wo so? Wen ich die wahre Kraft in das Landhandelsgeschäft gedonnen hab. Ich sie Gott, den Versorger. Zweifelst du wirklich immer noch, dass ich auch die versorgen kann? Ich muss taustonen, Herr, den Segen gibt mir weit mehr, als was ich ut mir selbst machen kann. Dann schickt ihnen Ismael in der Wüste an. Du hast christliche Ideen in dem Prozess, aber du hast Euromerk selbst gebüht. Dort Geschäft hast du nicht von mir. Schickt ihnen Ismael in der Wüste an und vertrü mich. Ich will die versorgen, ich, der Herr, will die ein Geschäft geben. Nu hat ich noch eine Rückforderung für mich. Aber das wären ja bloß Gedanken, nicht ein brennender Bosch oder eine donnernde Stimme ut de Wolken. Hat ich das recht verstanden oder nicht? Aber deib an mich wisst ich, dass Gott mich leibend und freundliche Wesen hat, wo das ist, wenn er wat versorgt. Er schickt Kunden. Er gibt den Verdienst. Ich kann ein Missionszentrum bauen. Ich kann meine Arbeit tun. Gott versorgt alles, was ich nötig hat. Ich brauch keinen Cent von Kredit, und dort wird die Bedingung gewesen, für uns im Glauben zu gehen. Herr, wir wollen bauen und wir wollen keinen einzelnen Cent bargen. Wenn du weißt, dass wir bauen, dann wirst du uns dort geben, was wir nötig haben. Gott seine Botschaft wird klar. Kick, Victor, was ich tun kann. Wieso wirst du mit ihnen Ismael kämpfen? Dat wir so als er in Offenbarung seht. Ich weet deine Worten. Check, ich hab für die eine Idee abgemacht, die keiner tau machen kann. Du hast mir wenig Kraft, hast mein Wort geholen und die nicht von meinen Namen losgesagt. Offenbarung 3, Vers 8. Gut, wenn Gott eine neue Idee für mich abmachen wird, was keiner tau machen kann, dat wir mir gut. Ich fang an, meine Firma zu verdienen. Meine Geschäftspartner wären nicht froh darüber, aber sie nahmen meine Entscheidung an und wir machen die deren tau. Aber was soll wir mit das überbliebene Inventar tun? Gott versorgt auch dafür die Antwort. Wir können alle Sachen verkaufen, was wir haben. Alles ging glatt auf, so als wenn das von wem aus uns selbst gelegt wird. Wir hatten einen Natenverlust, so als das mit einem Ismael immer geht, aber zu guter Letzt hat wir bei keinem eine Schuld. Dort baste davon wir, dat ich nu voll von Gott abhängig wir, wen wir nu bloß dort eine geschafft hatten, wat Gott uns gegeben hat. Dort wir für mich ein ganz Niederstich. Ich hat Angst. Wat, wenn dat Landhandelsgeschäft Schrotz gehen wird? Von wat wird wir dann leben? Das sind natürliche, menschliche Ängste. Aber Gott hat mir all lebend gewesen, wat für ein guter Versorger er ist, und daher kann ich am vertrauen. Gott sein Segen macht einem reich, einem seine mehr, macht dat nicht mehr. Sprecher 10, Vers 22. Wenn Gott segnet, segnet er wirklich. Wenn ich Dinge auf meinem Weg tue, ist das so, als wenn ich eine Messkur brauche. Die Messkur fährt mir dann, wenn ich die schüf. Wenn ich ab hier mit schüven, hielt er ab mit fahren. Wir Menschen finden allerhand weh, um zu schüven. Aber wenn Gott seine Kraft an ein Geschäft an der Arbeit ist das so, als wenn man mit einer Lokomotive arbeitet. Er ist der Motor und wir kriegen den Zug zum Mitfahren. Sicher, ich muss arbeiten, ich muss mithelfen, dat ist sein Partner geschafft, aber dort passiert durch Gott seine Kraft. Wir bieten erst den Specker am Allwalter seine Bereitschaft Schutz zu bieten, wo wir die Einnahmen von dat Landhandelsgeschäft brauchten, so als wir uns einig geworden wären. Als Familie nahmen wir, was wir nötig hatten, um zu leben, und ein großes Port ging an den Bühnen, und ein anderes Port spart wie taub für uns Tötchen für das Haus. Nu dat de Specker vorig wir, bloß ein Port von Walter sein Missionszentrum, käm dat Landhandelsgeschäft hausdicht im Stillstand. Wat dann nu? Wir wären ja mal gerade am Anfang. Dat nächste wie am Plan, dat Hauptgebiet zu bauen, mit all de Geschäftsstoven, Jahrstoven, Abnehmstudio und Seminarstoven. Gott schneid bloß Licht durch all meine Bedenken und seht, Victor, nu nicht stillholen, mag dat vor dich. Doris sagt,
In dieser Zeit übt wie ein Gesang an der Kirche. Ich hab klar beholen wonen wie het van een Leid der Haar brukt om te mij te reden. En bij dat huis, wat die te ihr voor allem op is. Wir, wat wir von Gott kriegen, bleiben bei uns, die verschwinden nicht so wie sagt. Unterdessen wird die Gott an meinem Hort einen karten Satz tau, spoutjend. Ich wist, dat Gott hier redet en ik seht Victor, wat Gott gesagt hat. Allgemein staat mijn poort. Ich hier wat von Gott en geef dat dan wieder naar Victor. En wann meine Arbeit dann fertig ist, dann gehe ich zurück nach meine Arbeit, eine Torte zu backen oder was immer ich gerade verscheinst zu tun habe, weil Victor den Kampf dann ab sich nimmt. Für mich ist das eine Erleichterung. Erstens ist das wundervoll zu sein, dass Victor das ernst nimmt, wenn ich was von Gott hier. Das ermutigt mich, mehrmal ein Wort vom Herrn seinen zu kriegen. Und wenn das bestätigt wird und Victor das ernst nimmt, und dort mit Worten no geht, und Milota dann sagt, dort ist aber gut, dass Gott die dort gesagt hat. Dann fühl ich gestärkt, an meine Offenbarungen zu entdecken. Und ich brauch auch nicht die Übersicht haben und sicher machen, dass Victor wirklich dort tät, was Gott mir sieht. Dort ist, andere Menschen je in ihren Wellen was tun machen, und do sehe ich nicht fair. Also, gebe ich Gott seine Wirt even nur Victor und lot los, weitend, dass dat ernst nimmt, und ich trage dat fair, mehr Wirt vom Herrn zu kriegen. Victor, wann die dat an mir fehlt, sehe ich mehr aus, weil ich mit die Taub zu beten. Ich hab wirklich eine Freude daran, so von Gott zu hören. Dort ist wozu ich berufen sie in das schafft für uns. In 1. Mose 2, Vers 8 hier sagt Gott, dass einen Helfer für den Mann machen will, was am Post oder am Arm ist. Dort ist kriegt, wo mir dort in diese Sache ging. Victor nahm, was ich am bracht, in dort Post. Wie willig, mit mir zu schaffen, und wie schafften also Taub sein. Dort mag die Ehe scheinen abregend. Victor vertelt mir auch Vorken, was von Gott hielt. Wie schreiben diese wir dol und entdeckten, dass die Vorken die wir vervollständigten, was krieg in die Posten kriegt hab, so als Puzzlebeater. In vergangene Tiden hat wir all viel Taub für dem Herrn gedonen, aber das wir noch besser. Wir fangen an Taub nur Gott zu segnen, indem wir einfach die Bibel lesen, beten und über Sachen vertalen. Und am Ende von so einer Bibelstudien kämen wir Vorken zu irgendeinem Entschluss, wo wir allein nicht würden zu gekommen sind. Gott seine wird, durch mich und Victor wären eine Besteuerung zueinander. Die Bieter von dat Puzzle schafften uns ganz wunderbar taub. Gott muss lebendig und wirklich sein, wenn zu Victor redet, und dann zu mir, und dort dann einfach taub passt. Einmal denk wie träg. Weit's noch, wat Gott die dann einmal sieht? Dort ist ein wundervolles Gefühl, taub daran träg zu denken, wat Gott in uns Leben taub all gedonen hat. So nur Gott zu horchen, haft unsere Horten sehr no aneinander gebracht. Genau da jeder einer von uns an Gott wir, genau da wir zu uns untereinander. Victor sagt, ich stund für das große uitgegrofte Loch für das Zentrum ihr Hauptgebiet und dacht, Office, Jazzstoven, Abnehmstudio, Seminarstove. De Kerle allein wie viel raten als wat, Jesus responde al mundo de hoy, wat nu hat. Wozu muss das so groß sein? Ich fang mich an anmerklich zu feilen. Mein Ismail-Geschäft wie weich. Dort Landhandelsgeschäft wie sagt. Und die Bükosten werden höher. En meine Verzweiflung bete ich, dass Gott ans Landhandelsgeschäft segnen wird. Mir fehlt Geld für den Bü. Ich will nicht Geld lehnen, wir würden bloß dann bühen können, wann Gott uns Geld geben wird. Wir wollen wieder machen. Abhieren wir nicht eine Frage. Aber wo? Herr, uns fehlt Geld, um den Haus zu bühen. Und Gott antwortet. Redet meine Gedanken zu mir. Wo soll ich dir mehr Geld geben? Du hast auf dein Sparkonto viel Geld. Nee, Gott, antwortet ich. Wir wären uns einig, dass dort Geld für unsere Familie erhöht wird. Wir haben einen großen Teil von dem Gewinst von dat Landhandelsgeschäft und dat Missionszentrum angestochen, aber wir haben Worte von Taub gespart für uns Haus. Mir gefällt den Gedanken von alles aufgeben, nicht. Wir hatten endlich einmal wat Sicherheit Taub gespart. Ich wie endlich so weit, dat ich ut mein miserable Dasein büten wir. Ich schleib friedlich mit den großen finanziellen Kassen in meine Rechnung. Ich seh dann dort noch einmal, wo ich stand. Herr, wie wir uns gar nicht einig, dass das Geld für uns Haus wir? Victor, du weißt, dass ich die ganze Haupt, mit alle deine Gaven und alles, was du besten hast, mit all dein Geld, was immer du ab die Erde an verschiedene Rechnungen anstellst, dort kostet du daunen,
aber bei mir ist da bloß eine. Ich kann keine verschiedenen Einheiten. Ich kann bloß die in Doris. Je können alles organisieren und trechteilen, so sei aus je wollen, aber ich hab jünt dort gejeft und weit, dort je noch Geld haben. Dat is alle zoot en brood, en ik heb junt dat alle gejeft. Kämmer die an mijn huis. Ik wil mij am dun huis kämmeren. En dan val mir den Schriftfars bij. Aber zeg dat eerste nog Gott zijn recht en zijn gerechtigheid, dan wil je dat andere ook alle kriegen. Matthäus 6, vers 33. Mij fehlt dat aan wat aan mijn droom vast te houden, en ik nam deze gelegenheid om in mijn boek onze wensen voor ons huis op te schrijven. Ein Hus mit einen großen Fruchtgarten, einen Speicher, en etliche Hektar Land doorheen. Ich kann jünt, meine Leser bloß ermutigen, schrift jene Wünsche dool und bringt die vor Gott. Aber in dem Moment leid das wirklich nicht so, als wenn das für uns passieren wird. Gott will alles haben. Ich hat immer noch was Zweifels. Wird das alle wirklich so, oder käme ich auf eine falsche Gleis und wie auf dem Weg sehr überrascht zu gehen? Ich dachte, Herr, wir dann mit unserer Sache mit angewasst. Hij krieg wat, ich krieg wat, aber nu dit. Ich muss je nee weiten. Ich fuhr ab am Land ab, um darüber zu beten und zu briefen, ob meine Gedanken auf der rechte Gleis wären. Kämmer die an mein Haus, ich will mir am Jünd kämmern. Ich dachte an den reichen jungen Mann in Matthäus 19, wat Jesus vroeg, Gouda Meister, wat vergoudet moet ik doen, dat ik dat ewige leven krieg? Matthäus 19, vers 17. En Jesus seine bereimde Antwort, wat der junge Mann nicht annehmen kon. Wenn du wirst vollkommen sein, dann go und verkeib, wat du hast, en jef dat für die Arme, en du wirst ein Schatz haben im Himmel. En dann folg mir no. Matthäus 19, vers 21. Wenn ich diese Geschichte auch all vorken gehört hat, verstund ich nu das erste Mal, wo das junge Mann sich gefällt haben muss. Die Schrift sagt, als der junge Mann dort hier, ging er traurig weg, weil sie hat ein großes Familien. Matthäus 19, vers 22. Dort tagt an mich. Ich will nicht sogar der Letzte nicht haben, so als das junge Mann, was sein Reichtum nicht loslassen kann, und zufällig in der Bibel nicht war abgenannt wird. Das Gegenteil von dem reichen Mann ist ein erste Könige 19 zu finden. Elia, der ältere Prophet aus das Land, kam nur Elisa und schmeißt seinen Mantel auf ihm. Elisa wie ein junger Farmer, wat mit 12 Paar Assen pflegt. Vandaag wird wir sagen, dat hij mit 12 Trektors pflegt. Dat moet eine grote Form gewast zijn. Dit kijkt Elia alles voorbij, en wat hij sieht wie einfach dit. Kom, geef alles op en volg me. Wat deed des junge man? Hij slaagt de Assen, verbrennt zijn Gereitschaften pflegen, om een schijnend Aufscheidsfest te maken, en jinken volgt Elia hingeran, en in al dem volgt hij dem Herrn. De volgen? Elisa bewoog Kennigrijke, schrijfhisterie, leidt Menschen en maakt Gott zijn groot volk vrij. Als jonge man geeft hij zijn Reichtum op en geeft Gott zijn leven. Truergewies ging de rijke jonge man, wat deze uitvordering van Jezus kreeg, treurig weg en kwam schijnbaar niemals weer terug. Bemerk wat Jezus zei. Ik zei je de waarheid. Dat wordt voor een rijke man schwer zijn in Himmelrijk te komen. Matthäus 19, 23. Als ik dat alle dag dacht, maak ik mijn entscheidung. Gott, ik wil alle mijn eieren in einen Korf nemen en dienen. Ik vertrouw die. Ik wil het wagen en dat alle geven. We worden zijn wat dan passiert. Je zegt, je donen. We geven alles wat we hadden, zodat de Bau van het Missionszentrum wiedergonen kon. Ik roep den Architekt aan en zei hem, dat we wiederbouwen worden, zolang als we geld hadden. Ik zei, hij zal mij alle week over dat berichten, en wanneer dat geld eerst alle weer, wordt we abheren. So ging dat Bauproject im vollen Schwung wieder. Wat keiner von uns abreken wir, dat de Bank, wo wir uns Geld hadden, ver wie dort Verwalter sein Projekt rütnamen, bankrott ging. Wo glücklich wir, dat wir uns Geld in Gott sein Reich investiert hadden. Wir wären hastig die schaftigste Menschen auf der Erde. Unser Sparkasse, wir hier in Gott sein Werk wirklich sicher, und wir kriegen 30, 60 und 100 Mal terug, im Vergleich mit dem miserige paar Prozent, wat die Banken aanboden, wo wir in Gefahr wären, alles zu verlieren. Gott selbst hat sicher gemacht, dat all ons Eigendom sicher wir. Zij erfolgen, wann wir wat geben, haben wir dat Gefühl, dat wir dabei wat verlieren. In unserem Fall wird dit Geld sicher in die Himmelsbank investiert, wo dat nicht von Motten, Rost und Dui verdorven und auch nicht von Banken fortgesweept worden kann. Wir wären gehorsam gewast, hadden alles gegeben und waren rechtlich gesegend.
Hat Gott nicht alles fertig geseinen, sogar als ich das nicht sein kann? Hat er für den jungen Mann nicht auch einen guten Plan, kriegt sie Gott als für Elisa? Jesus hat keinen Trouble mit diesem Mann sein gezielter Weg von Leben, aber er sagt, dass der junge Mann an sein Reichtum gebunden wird. Jesus sagt, dass er ein Wirtschafter wird und er will am Sehnen und Arm, aber zu derselben Zeit von sein Reichtum frei machen. Das ist die beste Inversion, was ein Mensch machen kann, in die Himmelsbank investieren. Du wirst du 30, 60 oder 100 Mal kriegen. Und dann wirst du weiten, was das erst wirklich recht zu sein. Nur dem, dass wir uns Hüsgeld in den Bü von das Missionszentrum gestochen haben, fängt der enorm von uns Landhandelsgeschäft wieder unmeier zu werden. Wir kriegen noch eine Go von einem Freund in Paraguay und Geld von einer Kirche in Deutschland. Mit dieser Halb können wir das ganze gemeibelte Gebiet mitten im Jahr 2003 fastlich überreichen. Und der Merd vom Gebiet stellen wir sogar einen starken Polen an, am Lothar von da ut rütstrollen zu kennen, wie ihn Gott uns gesagt hat, sie wollen dort Lothar nicht nenbühen kennen, was du nu nicht büßt. Hier sagen wir dort auch, dass Gott an alles gedacht hat. Uns scheint das Zentrum am Anfang übertrieben groß zu sein. Aber kriegt dann, als das Zentrum vorig wir, kam Billy Graham für eine gewollte Evangelisationsmission nach Paraguay und das fand an Walter sein Zentrum statt. Dort gibt diese Mission eine große Bekanntschaft, wie in der Batur noch klein gewast wir und sie durch dort große Veranstaltungen zu organisieren lehren. Bemerkbar in noch ein Testament zu Gott sein Weiten von der Zukunft ist, dass der Preis von Bümaterial im ganzen Land sehr abging, nur dem dort das Zentrum vorig wir. Wir können nu verstehen, wo so Gott uns nur dreif und seht, wir sollen uns spaulen. Diese Erfahrung wie die dritte Runde in Gott sein Lehrprogramm für uns, wo ich den Segen hat, lehren zu kennen, was für ein großartiger Versorger uns Gott ist. Sehr leibend lehrt uns dort, am uns zu nehmen und als uns Versorger zu vertrauen. Gott sagt, dass mein Brief wir finanzielle Sicherheit zu verschaffen und er arbeitet damit, an dem er sieht, ich will den Hort heilen, ich will für die versorgen, aber ich will nicht, dass den Hort sich zu Geld verpflichtet. Wenn den Hort krank ist, wird dort Krankheit über Deel bringen, wegen du nicht von meinem Sehen, meine Gnade und Barmherzigkeit nur gedrieben wirst, aber von deinen Angsten, den Verlangen nur Sicherheit. Aber bloß ich kann Sicherheit geben. Omdat Gott uns segnen kann, muss er uns erst heilen und Zeit geben, uns zu erholen, so dass wir seinen Segen kriegen können, ohne dass er uns Schulden andät. Gott kann uns nicht segnen, weil er uns geheiligt hat. Einer von meinen Freunden sagte mal zu mir, weißt, Victor, einmal sind wir noch nicht bereit, Gott seinen Segen zu kriegen, weil unser Seil immer noch krank ist. Ich besprach das mit Gott und frug ihm, wo soll er mich nicht segnen, wenn ich sein Wort doch gehorsam wir. Aber ich habe dort nicht bedacht, dass Gott an ein Verhältnis interessiert ist, nicht an uns daunen. Er hat kein Bedürfnis, dass wir auf die Erde für ihn da ist. Ohne uns würde er Dinge viel besser daunen können. Er mögt die Welt ohne uns und er ist vollkommen. Alles, was wir daunen können, wird er zu verdorben. Gott will mit uns ein Verhältnis haben, und dort hat er uns erschaffen. Gott hat uns auch das Vorrecht gegeben, so eine Wunder zu erfahren, als wir ich am Bet, aber sein Ziel ist, ein neues Verhältnis mit uns hat, so dass wir von ihm abhängig sind.